Und somit grüß dich zurück zu einer weiteren Aufnahme von Generation Zero. Wir haben uns ja das letzte Mal in Sillavik relativ erfolgreich durchgeboxt und durchgekämpft, mit einiger kleiner Hilfe. Und holen wir uns, wenn er Klasse 4 ist. Heute marschieren wir von hier nach da, spazieren nach Sillavik. Braucht man nicht unbedingt, also von hier nach hier. Sillavik werden wir uns durchschauen und durchschmökern. Und dann geht es hier entlang an der Küste zu diesem Unterschlupf. Ich hoffe, dass wir diesen Weg auch so gestalten können, weil dann können wir nämlich das nächste Mal uns vernagelt die Kanonen vornehmen. In Fiskebeck, wie ich mich erinnere, ist eh nicht so viel Interessantes. Vielleicht, dass uns eine Nebenmission dorthin führt. Warte mal ganz kurz, ich überlege gerade, glaube nicht, ne? Weil dann können wir nämlich das machen in der übernächsten Aufnahme oder in der nächsten Aufnahme. Und in der übernächsten Aufnahme bis übernächsten Aufnahme, dass wir dann hier herunter spazieren. Wir werden wohl oder übel auf ihn treffen und auf eine kleine Horde an Maschinen, die sich rein theoretisch hier tummeln dürften. Es müsste da sein, ja. Soll es der ganzen Sache auch keinen Abbruch tun? Ich war zwischendurch nur kurz ein bisschen ich habe nur ein bisschen ausgekramt und war nur in Uetterwik am Startpunkt und mal geschaut, ob wir irgendwas finden, was wir brauchen könnten. Jetzt marschieren wir da über diesen Bergkamm da herüber zu diesem Geheimlager und dann runter Richtung Sillavik. Genau. Wie gesagt, wenn du dieses Sowjetpaket, ich glaube das erste Sowjetpaket, kaufst, hast du diese Waffe drinnen. Und wie du in den letzten Aufnahmen gesehen hast, mit der MK-Pist haben wir ein bisschen braucht beim Apokalypse-Tank. Da haben wir ihn gar nicht zusammengekriegt. Mit dieser Waffe haben wir ihn eigentlich in ein paar Minuten fertig gehabt. Also wie du siehst, das war das, was ich irgendwann einmal gesagt habe. Der Guerilla-Schwierigkeitsgrad bricht irgendwann zusammen. Das ist der erste Punkt. Wir kommen später auf noch einen Punkt, wo der Guerilla-Schwierigkeitsgrad dann endlich, ich nenne es mal ganz salopp formuliert, zu Grabe getragen werden kann. Genau. Aber dazu später mehr. Genau. Hier, wenn ich mich recht entsinne, geht es Richtung Sillavik. Aber spazieren wir da herüber. Da ist dieser Graben. Und dann haben wir hier die Siedlung. Da werden wir uns ein bisschen durchschauen. Ah, genau, das ist das Lager da. Weiß ich schon wieder. So, da. Unterschlupf freigeschaltet. Sehr schön. Hier ist das Bild. Bitte einmal die Karte. Ja, allzu viel hat sich jetzt nicht geöffnet. Unterschlupf Sillavik, den haben wir schon. Den haben wir auch schon. Und der nächste ist hier, der Bauernhof Töckeret. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, bitte straft mich nicht lügen. Ich bin mir hier jetzt gar nicht so sicher, wenn wir hier die Küste runter spazieren.
war da nicht irgendwas mit FNIX? Ja, auf ihn werden wir sicher treffen. Er wird uns sicher in die Quere kommen. Es kann nur sein, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was das war. Sie haben ja sämtliche, in der Zwischenzeit haben sie ja sämtliche Karten oder sämtliche Gebiete, ich nenne es jetzt mal ganz frech, ein bisschen verfeinert, ein bisschen verändert, etc. Vom Aussehen her, vom Look, ähm, dass ich das alles gar nicht weiß. Ich weiß nur, die Festung Torsberger ist ein bisschen langwierig. Was siehst du? Das müsste dann bald einmal. Na, da schauen wir jetzt auf Sillerweg und achso, Festung Torsberger. Bist du deppert, das ist ja noch ein ganz schönes Eckwerk. Wurscht. Jetzt weiß ich aber nicht, was uns da unten erwarten wird. Ich würde jetzt nicht unbedingt gleich wieder in ein Gefecht rein. Jetzt habe ich erst so viel Magazine verschossen und Munition verbraucht. Auch mit diesem Apokalypse-Tank, dass ich mir das jetzt wohl oder übel überlegen will. Mhm. Ja. Ich bin halt ein bisschen ruhiger und Nebenmission. Kurzen Augenblick. Nicht, dass ich mich da jetzt runterlasse. Ja. Ich habe nicht mehr Adrenalinspritzen dabei. Dann müssen wir. Toll. Danke, Spiel. Ich hätte gesagt, wir probieren es auf der Straße, oder? Ja. Warum nicht gleich, Alter? So. Dann räumen wir einmal Sillerweg von dieser Seite auf. Was ist denn eigentlich da hinten? Nix. Missionen, Sammelgegenstände. Genau, Sillerweg. Ich versuche mich nur gerade zu erinnern, welche Story-Elemente das wir in Sillerweg haben. Ja, wie du siehst, wir nähern uns dem Level 15. Angriff ist die beste Verteidigung. Genau. Das hatte ich vergessen. Und zwar, ich hatte vor einigen Episoden eine Reporterin erwähnt. Und zwar Zeitungsartikel über einen der gezielten Anschläge. Dies ist ein Artikel, den die Kolumnistin Monika Byström unmittelbar nach den gezielten Anschlägen auf die FOA-Wissenschaftler geschrieben hatte. 2 Tage nach dem Schrecken. Antworten verstehen und finden. Die Region Östertörn befindet sich nach der beispiellosen Anschlagsserie am Montag, bei der 14 Menschen starben, noch immer im Schockzustand. Wie inzwischen bekannt wurde, weisen 11 der Opfer die Gemeinsamkeit auf, dass sie alle Mitarbeiter der gleichen Abteilung am schwedischen Forschungsinstitut für Verteidigung FOA waren. Warum? Das ist die wichtigste Frage, die sich
ihren Angehörigen und jedem besorgten Bürger nun stellt. Ich glaube, wir Journalisten haben eine Verpflichtung und meine langjährigen Leser werden wissen, wie engagiert ich bin, die Wahrheit herauszufinden. Auch wenn das bedeutet, auf ein paar Zehen zu treten. 2 Angestellte jener Abteilung werden noch immer vermisst. Veronica Nielsen, 26, Computeringenieurin in Kelleby ansässig, und Dr. Häkkan Pettersen, 58. Pettersen ist ein angesehener Chirurg, der früher im Medizinischen Zentrum Östervik arbeitete, bevor er einen Job beim FOA annahm. Wir haben ja die Veronica in Celebier begleitet mit der Geschichte rund um sie. Sie ist ja dem Anschlag entkommen eigentlich, sie hat den ganzen Anschlag überlebt, ist aber in derselben Nacht noch ins FOA zurückgekehrt, um etwas, ähm, wie sagt man, um etwas zu testen. Und zwar das Mädchen, das Wolf brüllte. Und zwar, es geht hier um diese Diskette geht es jetzt da im Prinzip. Die willkürliche Anmerkung, sogar das FOA und die Armee hatten Stromausfälle, Netzwerkprobleme. Es kam auch zu einigen Spannungsspitzen. Zufall? Wahrscheinlich nicht. VU hat sich nicht verbessert. Jeder am 53 ist super pessimistisch. Alle wollen den Stecker ziehen. Der Monitor hat heute wieder Ärger gemacht. Herr Kahn hat mich wieder ausgelacht. Ich werde immer das neue, unbeholfene Mädchen für ihn sein. Ich muss morgen früh zur Arbeit gehen. Es gibt da etwas, das ich testen muss. Ich suche jetzt nur gerade schnell, schauen, ob es das noch gibt. Zeitung in Veronicas Haus. Genau, Telekommunikation für die, da geht es um einen Angriff von einem ausländischen Gegner, sage ich jetzt einmal, um die Erhöhung der Militärfinanzierung, Nachricht an ihre Eltern, Nachricht an das Militär. An answering machine? You've got to be kidding me. Hey, remember the weird stuff I said was going on at FOA 53? Well, now you got the blood of 11 dead scientists on your hands. It would have been 12 if I... Look, you need to stop the evacuation. This is not what you think, and I can prove it. Send someone to Adavägen 2 in Kolleby. Hurry, Will you even listen to this? God damn it. Das nahm, oder diesen Anruf tätigte Veronica am 10., also kurz vorm Angriff. Und zwar, ja genau, am 10. kurz vorm Angriff. Wir müssen jetzt aber, warte mal kurz, jetzt schaue ich noch mal was. Und zwar, wie du siehst, es ist ein relativ großes Puzzle, was du da zusammenfügen musst. Jetzt kann es sein, dass ich vielleicht so deppert wie ich bin, ein bisschen was übersehe. Also wir haben einen Punktempfang, Russen, Pontus und Therese. Wie du siehst, Pontus und Therese spielen jetzt keine Rolle mehr. Vernagelt die Kanonen, findet die Festung Torsberger, Sorken, Kommandobunker, Bausteine, Nebenmission. Was haben wir da jenseits der Barrikade? Jetzt schau ich nur grad. Nö. 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 Geheime Fracht, der Weg der Götter. Gemeinsam stark, das war das um die Anita. Na. Dübix Ude, erobere den Unterschlupf für dich selbst. Das war das, das war das, das war das. Okay, wir machen dazu mal weiter. Neue Mission. Einer der Wissenschaftler des... jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher. Hier... Ich werde darauf später kommen. Wie du siehst, die Südküstenregion, eines der Opfer der gezielten Attentate, war ein gewisser Dr. Häkkan Pettersen, Doktor der Medizin und Chirurg des FOA 53. Er wohnte in dem Haus am Leuchtturm Hüssinger Führen am Ende der Halbinsel Hisingen selber. Vielleicht gibt es dort Hinweise darauf, was passiert ist. Das lasse ich jetzt noch geschlossen. Du warst jetzt der Häkkan Pettersen, war ein Doktor am FOA 53. Und wenn wir dann am Leuchtturm sind, werden wir uns auch
das Stück vornehmen. So. Hat das Spiel jetzt auf die Mission umgeschalten? Wieso macht das Spiel das? Das kapiere ich noch nicht. Gut. Wenn wir dann am Leuchtturm sind, machen wir eine kleine Zeitreise, wenn ich mich recht entsinne. Müssen wir sogar machen, weil die Ereignisse zwischen Angriff und Vergangenheit liegen, ich glaube, 18 Jahre. Aber das zeige ich da alles noch. Und dann hast du mal eine Zeitlinie mit dem Ursprung. Ich werde das dann wieder ordnen, wenn wir ins Ackerland gehen, ins Ackerland selber, werde ich wieder ein kleines Bisher machen, nur da werde ich dann die Ereignisse ein klein wenig ordnen, dass du ein bisschen eine Zeitlinie hast für den Ganzen. Es ist ein riesiges Puzzle, was du zusammentragen musst. Nur es hilft dir nichts, wenn du wenn du das Spiel und die Geschichte erleben willst. Das nutzt da alles nichts, wenn du nicht hergehst und sagst, ich schaue mir in der Generation Zero Wikipedia die Reihenfolge an, wie ich sie spielen muss, die Geschichte oder die Missionen, die Regionen, die musst du in einer gewissen Reihenfolge spielen, damit sie später oben raus einen Sinn ergeben. Ganz einfach. Und vor allem die Geschichte hört ja nicht auf. Nö, wir haben insgesamt die Veronika kennen wir jetzt mittlerweile schon. Wir haben ja dann noch die Anita. Die Ereignisse, die noch folgen werden, ziehen sich über Phoenix Rising und genau Alpine Unrest. Da gibt es nämlich auch etwas. Und dort kommt dann der Oberhammer, wenn du die Geschichte noch nicht kennst. Ich für meinen Teil, wie Alpine Unrest das erste Mal gespielt habe oder durchgespielt habe, die letzte Mission, die war ein Hammer. Genau. Und was halt ist Schlimme oder ich sage mal, ist Schlimme, was mich dann später oben raus, ganz oben raus, so viel ärgert in diesem Spiel. Die Entwickler haben eine Lore aufgebaut, auf die sie dann oben raus das Pimperle aus der Hose holen und einfach nur mehr drauf pissen. Das erkläre ich dir später. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Okay. Ich überlege nur gerade. Was ist da hinten? Da wir hier keinen Unterschlupf haben in Sillervik, was ich mich erinnere. Doch diesen. Wir werden es ein bisschen anders machen. Kurzen Augenblick haben wir. Auf die 7. Falls wir jetzt eine maschinelle Überraschung erleben, weil ich habe schon wieder kein Dings dabei, kein Adrenalinspritzen. Dann können wir nämlich da außer Funkgerät herstellen. Genau.
Dann können wir da nämlich respawnen. Und da haben wir uns schon bei Weitem leichter. Da waren wir jetzt gerade, da war der Monika Biström ihr Gebäude oder ihr Haus, so gesehen, wo wir den Zeitungsausschnitt halt gefunden haben. Jetzt spazieren wir da ein bisschen durch und dann geht es hier herunter Richtung Bauernhof Tokaröd. Genau. Das wird unser Ziel. Doch zuerst müssen wir Torsberger. Es ist ziemlich verwirrend, die ganze Show, was da aufgebaut haben an Geschichte. Aber sie ist nicht uninteressant. Sie hinterlässt sogar am Ende eine Frage. Sagen wir eine zweideutige Frage. Du kannst in zwei Richtungen werten. Ich will jetzt ein bisschen ruhiger angehen, weil die letzte Episode... Sympathisch. Eine alte Filterkaffeemaschine. Ach, war das ein guter Kaffee. Kräftig, lecker. So. Da gibt's nichts, dann spazieren wir... Da ist ihr Haus, dann spazieren wir da entlang um ein Gemütli, da, so. Aber ich glaube, es wird nicht mehr lang dauern und es wird wieder festrumpeln im Höschen. Na komm, auf da. Und nochmal, ich entschuldige mich nochmal für diesen Brei. Gell? Aber wie du siehst, mein PC schafft es nicht anders. Das war vorm... Ich glaube, das Recon-Update hat mir die Probleme gebracht. Was haben wir da alles? Da haben wir nichts. Wie sagte man einst so schön? Es ist zu ruhig. Hier herüber, da waren wir jetzt gerade drinnen. Da müssten aber Maschinen herumlaufen. Na. Ist nur gut, dass ich den Charakter noch ausgerammt habe, bevor ich gegangen bin. Oder BZW, bevor ich angefangen habe. So, jetzt schauen wir. Da waren wir gerade drinnen. Ich empfinde so kleine Hafenstädte als immens geil. Da haben wir einen LKW, vielleicht bietet uns der ja irgendwas. Ein bisschen Benzin nehmen wir mit. Brandbeschleuniger. Das ist da und da. Ticks sind ja ein Haufen da, aber Maschinen fehlen uns. Ja, es wird nicht lang dauern.
In Kampf eingetreten. Nö, wirklich? Okay. Naja, es geht dahin. Unser Inventar füllt sich schön langsam. Da ist nichts. Was ist da herinnen? Ah. Schön langsam wird's. Wie gesagt, Textil brauchen wir, sonst können wir die Dings nicht herstellen. Die, wie heißen's? Wie, das war richtig, ja. Weil sonst können wir die Dings nicht herstellen, die erste Hilfe setzen. Und von der werden wir noch eine Menge brauchen. Und Benzin brauchen wir auch. Ich glaube Benzin ist es. Benzin oder Brandbeschleuniger. Wenn wir uns dann später die Adrenalinspritzen herstellen wollen. Na? Aber ich schätze halt mal, richtig interessante Updates werden wahrscheinlich erst dann kommen, wenn ich wahrscheinlich schon mit dem Story-Video auch fertig bin. Oh. Erst wenn der Entwickler nicht so lange brauchen wird für alles. Na gut. Wie du vielleicht hörst, ich bin momentan sehr, wie sagt man, sehr zwiegespalten in puncto Videospielentwickler. Ein doch schönes Hobby wie Videospiele wird einfach durch lauter Blödsinn einfach nur hingemacht. Daheim ist es am schönsten. Ja, das stimmt. Daheim fühle ich mich am geborgensten. Erst, das ist so traurig in den Punkto Videospielen. Wenn ich mich so aufführen tät in meiner Firma, ich sag's jetzt ehrlich, wie es ist, wenn ich mich in meiner Firma, ich sehe das immer von der Warte aus. Führ du dir mal so auf wie sämtliche Entwickler da draußen. Dann bist du in nicht einmal 24 Stunden einhocken los. Dann kriegst du die Fristlose und dann sperrst du wahrscheinlich für 6 Wochen das Arbeitslosengeld. So wie es das in Österreich die Regelung ist. Bin mir nicht sicher, ob das noch immer ist. Keine Ahnung. Aber die Entwickler, Entwickler sind mittlerweile wie Politiker. Sie kommen alle zusammen mit allen davon. Und keiner muss irgendeine Konsequenz für irgendwas tragen. Und das ist ein Punkt, da möchte ich die Zeiten, weil es weiß ich nicht, wie das sagen soll. Da, da geht mir das Gimpfte auf. Wirklich. Ist da oben.
Aber das ist jetzt mal ein ruhiger Ausflug, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen looten, farmen. Hat schon was, ja. Sehr gut, wenigstens Adrenalin spritzen. Was? Das Team rund um The Long Dark hat ja beim Release oder bei der Veröffentlichung dieses neuen Gebiets etc., da haben sie ein paar Kommunikationsfehler gehabt. Die sind wenigstens hergegangen, der Entwickler selber, und hat sich dafür entschuldigt und hin und her. Und hat auch Verbesserung, beziehungsweise die haben sie wieder zusammengerafft und das funktioniert bei The Long Dark mit dem ersten Bezahl-DLC, den es da gegeben hat vor einem halben Jahr oder so, keine Ahnung. Weißt, das funktioniert trotz diesen kleinen Fehlers. Denen ist noch nicht so übel. Die haben sich noch nicht viel geleistet, die haben ja nur bis jetzt The Long Dark. Aber The Long Dark ist ein Spiel, das funktioniert. Da ist der Story-Mode gut. Das Spiel funktioniert. Aber was da mit Generation Zero aufgeführt haben letztes Jahr. Wie gesagt, das Fundament von diesem Spiel ist ja da. Das Setting, die Maschinen, der Kampf mit den Maschinen, die Geschichte. Das ergibt ein wahnsinns gutes Bild. Und dann hast du so Patienten an Entwickler, die es einfach nicht geschissen kriegen, was Gescheites zu machen. Nö, dann kommen sie damit mit Waffenskins um 3 oder 4 Euro oder um 5 Euro daher. Weiß ich nicht, keine Ahnung, was da genau war. Ich meine, unzählige Bezahl-DLCs, und hast du dann als ein deppertes DLC gekauft, hast du dann auf einmal einen Patch gehabt. So auf gut Deutsch gesagt, ja, gib uns dein Geld, kauf das, weil sonst kriegst du keinen Patch. Und ehrlich gesagt, das Dreiviertelte von den ganzen DLCs, was da rausgebracht haben, das Dreiviertelte kannst du eh nicht brauchen. Oder willst du mit einem Reaper anlegen und der Mistgabel? Dann warst du aber fester Trottel, das kann ich jetzt auch versprechen. Genau, da will ich her und dann gehen wir so zurück, aber. Ach, die Aufnahme wird lang. Bist du deppert? Ja, weil ich jetzt nicht damit gerechnet hätte, dass das so lang dauert. Oh. Okay. So. Da zurückkommen, dann schauen wir uns dann ein bisschen durch am Marktplatz, wie man so schön sagt. Habe ich da eine Mission übersehen?
Und genau das ist das. Du musst ja, wie du jetzt gesehen hast, diese Mission, was wir da jetzt nehmen, was wir in dem Haus bei der Monika jetzt gefunden haben, das hast du auf der ganzen Karten, das hast du überall. Überall hast du so versteckte Missionen, die einen weiteren Einblick geben auf die Ereignisse in Österreich. Ich will nur so viel verraten. Wie ich das erste Mal das Ende gesehen habe von der Hauptgeschichte, ich war stocksauer. Ich war stocksauer auf das, was da noch kommt. So, spazieren wir da mal weiter. Kann es sein, dass wir jetzt bald mal von Rivalen oder so treffen. Wo sind denn die Hirschen überhaupt? Ah, da ist ja nix. Da will ich heute noch her. Alles will ich aber nicht mehr mitnehmen. Weil dafür reicht der Platz nicht mehr. Erst anstatt dass sie mal diese verpackten Hitboxen angehen, da kriege ich dann wieder den nächsten Grei. Weil da erinnern sie mich dann an, weiß ich nicht, keine Ahnung. Einfach an einer Kasperltheater mit einem traurigen End. Naja. Und ich bin halt eh ruhig. Weißt du, wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst, ich bin ein bisschen ein Temperamentsbuizen. Ist ja passend zu meinem Sternzeichen. Bin zwar geborene Waage, aber ich habe schon mehr einen Skorpion in mir. Die zwei besten Sternzeichen, die sie nämlich überhaupt nicht in sich widersprechen, weißt? Gusch, Kleiner. Du gehst mir auf die Semmel. Ah. Ein bisschen Klopapier. Das ich nicht ihr. Schau. Leck mich, da kommen wir nicht so weh. Aber ist ja wurscht. Das Inventar ist eh schon voll. Bauerhof. Bauerhof. Bauernhof. Weißt du was, wir nehmen die elegante, wir gehen die Stufen runter. Weil ansonsten tut sie unser Mädchen wieder weh. Und dann kommen wieder Freudetränen, weil wir es wieder ein bisschen irgendwo hinuntergeschubst haben. Genau, da müssen wir hin.
Das ist aber ein anderer, das ist aber ein anderer Leuchtturm. Okay. Schauen wir mal. In Schweden gibt es ja nicht nur einen Leuchtturm. Ich werde aber zwischenrein nochmal selber nach Silavik zurückkehren, gell? Und mir diese Nebenmission suchen, aber ich glaube, dass das sogar Day war. Und dass wir uns das noch anschauen müssen. Aber eins nach dem anderen. Ja. Und ich sehe schon wieder Leitungen von FNIX. Genau. Wo ist jetzt eigentlich dieser... Oh na. Oh na. Müssen wir uns diesen Leuchtturm erst erkämpfen? Kann das sein? Anscheinend. Ah, nicht den Leuchtturm. Ich Trottel. Kontrollpunkt. Oh na. Die Episode war halt so schön ruhig und gelassen und entspannt. Acht. Da ist der Unterschlupf, genau. Uns wird also nichts anderes überbleiben, als dass wir uns da durchkämpfen. Oder wir versuchen es da an der Küste entlang runterschleichen. Ja, das werden wir dann sehen. Weiß ich noch nicht. Das entscheiden wir dann, wenn wir so weit sind. Oh. Das ist aber lieb. Das ist auch wirklich lieb hergerichtet. Oh, wir sind überladen. Scheiße. Wenn das nur Daisy ist und sie tut keine einzigen Gegner aufhalten, ganz kurz. Himmel!
irgendwas hat uns gesehen. Weißt du was? Ich werde nicht viel ablegen. Gerade so viel, dass wir wieder ein bisschen laufen können. Und zwar, ich werde das gleich da ablegen. Fast 3 Kilo. Aber was? Das legen wir an, passt. Warte mal. Nein, haben wir nicht. Da haben wir leider nur unsere Vollmantel dabei. Ich verwette mit dir. Eine komplette Kisten Bier, sobald wir jetzt dort ankommen, sind wir nicht mehr allein. Und ja, ich entschuldige mich, dass sie das alles so zieht in diesem Spiel. Ah. Zu diesen Kisten da gibt es im FNX Rising Update eine Mission. Zu diesen Kästen gibt es auch eine Mission im FNX Rising Update. Aufgrund der Geschichte lohnen sie eigentlich beide Story-Erweiterungen. Ist auch für mich ehrlich gesagt noch der einzige Lichtblick in diesem Spiel. Aha. Jetzt müssen wir schauen, ob es da vielleicht irgendwo einen Eingang gibt. Und wenn, dann ist der super, 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 duper versteckt, wie man so schön sagt. Keine Ahnung. Ist mir zwar auch wurscht. Wir werden dort zu unserem Unterstupf reisen. Und einmal unseren Charakter ausräumen. Und da oben verbirgt sich auch schon das nächste Trübsal. Ja. Also unsere Situation ist nicht mehr aussichtslos, sie ist nur bescheuert und beschissen. Genau. Und hier ist die Festung Torsberger. Wir werden das Ganze von der Seite angehen. Aber, na, können wir gar nicht. Wir müssen da auffahren. Rein theoretisch kommen wir ihm in die Quere. Und was ich mir entsinne, laufen dort auch 2 Tanks um. Ich weiß jetzt aber nicht, was die für eine was die für eine Klasse haben durch den Schwierigkeitsgrad, das weiß ich nicht.
Kann Apokalypse kein Gas sein, dann dauert es halt 10 Minuten länger. Aber wie du in der letzten Episode gesehen hast, mit diesem Baby, kein Problem. Boah. Oh, sehr gut. Boah. Da haben wir jetzt mal die Hälfte weg. Den nehmen wir mit. Den lassen wir da. Den nehmen wir mit. Den lassen wir da. 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 Den nehmen wir mit. Weg. Weg. Eine Adrenalinspritze sollte reichen. 5 von diesen. Dann haben wir noch eins weg. Okay. Dann haben wir weg. 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 Ah ja. Weg. Weg. MK-Pist 3. Die können wir zerstören später. Die Klauke da mal raus. Dann. Weg. 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 Und weg. Genau. So ist es und nicht Andreas. Da können wir dann einiges zerstören, was wir später brauchen könnten. Wie du siehst, unser Inventar ist eigentlich gut gefüllt. Weißt du was, da nehmen wir zur Vorsicht eine noch mit. Da haben wir 21, da haben wir noch 2 Stück. Haben wir überhaupt noch irgendeine? 5. Reparatursets, passt. Sobald wir ein bisschen mehr beieinander haben für den ganzen Quagel, na, wir müssen Dings ausrahmen. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir reisen trotzdem in Richtung Stenhagen, aber da haben wir wirklich alles, was wir brauchen. Genau. Und beim nächsten Mal treffen wir uns wieder beim Bauernhof und dann werden wir schauen, wo uns die Reise weiterhin führt, gell? Ist noch nicht respawned, auch schön. Gut, da ist aber noch einer. Das passt alles. Bitteschön. Schaut schon besser aus. Ja, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Spaß gehabt. Auch mit ein paar ernsteren Worten meinerseits. Mit Dingen, die mir einfach den Spaß nehmen, weil ich sie nicht mehr kapiere oder nicht verstehen will. Molotowski, Wowski, Munition, sind wir durch, Ausrüstung, will ich noch dahin, da fehlt uns aber noch ein bisschen was. Experimentell sollten wir irgendwann einmal kriegen, kann ich da nicht sagen wann. Und Kleidungswiderstand, ja, das haben wir eh, aber das ist derzeit nicht unbedingt der Rede wert. Sagen wir es jetzt einmal so. Okay, da in diesem Levelbaum sind wir eigentlich fertig. Schwierigkeit wird angegeben, aber die Distanz braucht man nicht unbedingt. Da werden wir später da irgendwas machen. Ich kann es da zwar nicht genau sagen, was. Ein paar Level-Ups haben wir noch, was wir vergeben können, ein paar Punkte. Und das war jetzt einmal ein bisschen eine ruhigere Ausgabe. Gott sei Dank, also das 3 nämlich durch. Siehst du, unser Charakter stellt sich mit ihre schönen Füße auch noch auf am Tisch und wird schon ganz ungeduldig fürs nächste Mal. Warte mal ganz kurz. Es ist noch viel zu wenig. Ja, passt. Bis zum nächsten Mal. Baba.